Heute zusammen Crown Cletus oder Chris. Schon mal so ein geiles Intro gesehen, lol. Naja, wir sind im Moment ein bisschen am Schauen wegen einem neuen Intro. Ohne Crew, nur noch Crown. Und das ist jetzt mal mein Gebastel, das ich hierher hergebracht habe. Man sieht gut, ich bin richtig scheiße im Intro machen. Aber naja, besser als immer noch das alte Crown Crew. Und darum ist jetzt mal das drin. Und ich hoffe, dass man dann irgendwie auf ein gutes Intro kommt. Ich habe auch schon ein paar Professionelle angeschrieben. Weil ich wäre auch bereit, etwas zu zahlen, wenn es dann auch richtig geil aussieht. Aber bisher noch keine Antwort bekommen. Und darum habe ich jetzt mal selber etwas gebastelt. Die es scheiße finden, können gerne es besser selber machen. Und dann hat sich das gut geregelt. Jetzt, was sich auch gut geregelt hat, ist hier der Crown Sneaker auf dem PC. Ist hier gerade ein bisschen am Umziehen mit seiner PP90 mit Magazinerweiterung. Kämpft sich hier durchs Feld, hat jetzt mittlerweile sich schnell einen Predator geholt. Das Game ist noch nicht wirklich lang gelaufen. Zack, noch 2 Kills. Der Reaper, man sieht 21:9 und schon der Reaper am Start. Das finde ich eine beachtliche Leistung. Jetzt war er doch ein bisschen unkontrolliert am Rumschauen gewesen. Aber Predator wird dort gerade wunderschön das C rausgekleint. Da säckelt auch so ein Typ rein. Wird abkassiert für die AC. 27:15 schon eine AC am Start. Hure gute Leistung, wirklich hure gut. Hier noch ein bisschen rumklippern und leider abkassiert worden, aber auf jeden Fall schon das Maximum aus den Killstreaks rausgeholt, bis er gestorben ist. Jetzt zwischendurch werdet ihr vielleicht ein bisschen das Mikrofon oder das Schnaufen vom Sneaker hören. Ich probiere das doch ein bisschen leisiger zu machen, aber wenn zwischendurch ein bisschen jemand laut am Schnaufen ist, bis vielleicht ich, aber vielleicht auch der Sneaker. Der jetzt hier wunderschön in seinem Reaper drin hockt und versucht, die Gegner hier abzukassieren. Ich muss sagen, Bootleg, wo wir ja hier spielen, die Map, ist ziemlich scheiße für Air Support, weil es ist fast alles zudeckt. Und dort, wo man durchschießen kann, bei diesen Gängen und so, kannst du sicher sein, dass noch irgendein scheiß Balkon oder irgendeine Zimmerpflanze, irgendein Platten raushängen und der Schuss ganz sicher dort reingeht. Beim B auch, dass sie oben durch noch die Tram- oder Zugverbindung gebaut haben, ist richtig voll idiotisch in meinen Augen. Wieder mal klassisch noch schnell ein paar Schüsse rausgegeben, weil man gemeint hat, wir sind noch im Reaper. Wechselt gerade die AC rein und mit dem AC kann man natürlich immer wieder schön glöckeln, aber auch hier ist eigentlich die Problematik. Zieht noch mal den Gebäudekomplex in der Mitte beim B rein. Der ist dermaßen sicht- und schussbehindernd, dass man eigentlich fast gar nichts herbringt. Ich meine, hallo, der kämpft sich so hoch in Killstreaks und dann kann man nicht einmal gross etwas daraus machen. Das ist ein bisschen deprimierend. Zum Glück gibt es zwischendurch doch noch ein paar Abschüsse. Auf Bootleg würde ich ganz klar nicht solche Killstreaks empfehlen. Da sind andere, wo man vielleicht, keine Ahnung, mit einer Angriffsdrohne über den Boden kann düsen oder so, viel effektiver. Aber hier wird wieder einen schönen Double-Kill gemacht. Also eben, ja, es ist ein bisschen ein Gehen und ein Nehmen. Je nachdem, wie viele Kills das man machen will, wie gut dass man die Spalt reinbreicht, kann man hier schon etwas anrichten, aber sonst eben vielleicht die Angriffsdrohne rein tun, dass man hier ein bisschen rumdüsen und so Kills machen kann. Jetzt zieht er weiter, wir haben ja gerade das A verloren, wie wir gehört haben. Und ja, also die Gegner sind jetzt hier nicht wahnsinnig schlecht. Nicht, dass ich jetzt deine Leistung hier weniger toll finde, Sneaker. Es ist immer nur sackstark, ihr seht es am Schluss. Aber ja, es hat zum Teil fast schon so ein bisschen newbige Gegner drin, auch vom Level her und so. Naja, ihr seht, da ist noch ein anderer Crown am Start, und zwar der Anasatz oder so irgendwie, wenn ich mich nicht täusche. Er tut auch gerne zwischendurch seinen Namen wechseln, was für mich extrem schwierig macht, nachzuvollziehen, wer jetzt das ist. Ich finde es eigentlich relativ uncool, wenn man den Namen wechselt, weil ja, ich muss das dann ewig auf der Homepage noch nachher korrigieren. Und es ist auch für die Leute dann sehr schwierig eigentlich zu verstehen, mit wem das sie jetzt schlussendlich zu tun haben. Leider ist der Sneaker hier gerade ein bisschen unglücklich gestorben. Es hat jetzt nur gerade für einen Predator gelangt, der auch gerade absolut in Sand gesetzt wurde. Aber was will man dagegen machen? Die Map ist wirklich für Air Support sehr, sehr schlecht aufgeteilt und mit sehr vielen Gebäuden und sonstigen Objekten zudeckt. Wunderschöner Move, schnell rechts ausgewichen, links reingeschossen, reingemessert. Wie der Terminator da durchgeflogen. Das ist wirklich eine saubere Sache. Leider hat dort schon einer reingespienzelt beim C. Oder vom C aus dort rein. Was haben wir dort? Irgend so ein Geschütz, das man selber steuern kann. Oder ist es automatisch? Ich weiß es auch nicht genau.
scheint eins zu sein, das man selber steuern kann. Jetzt ist von hier und von hinten gefickt worden, also immer unschön, wenn die Spawns so hin und her flippen. Und ihr hört ja den Ansager im Hintergrund, der sich ist am Rumschreien, A verloren, A eingenommen, B verloren, B eingenommen. Im Moment sind sie voll dominiert. Also der Kampf ist definitiv sehr hart. Und jetzt sehen wir hier eine Spielerei, die ich selber auch sehr gerne nutze bei mir, ist einfach mal ein bisschen Rauch zu platzieren, weil im Vergleich zu den alten Call of Duties oder zu den älteren ist der im MW3 ziemlich dichter Rauch. Und so kann man eigentlich sehr gut rein. Gerade wenn man das zweite hoch ist, hat man perfekt Zeit, das Zeug einzunehmen. Also jetzt Versuch mit dem Predator, einen abkassiert, gut, beim A sollte auch gerade einer sein, hinten dran. Oh shit, wunderschön, dass der noch gelangt hat. Es ist eh immer das Geilste, wenn man angefragt, angeschossen wird, sich dann noch drehen und den Typ kann abkassieren. Das ist eine richtig saubere Leistung. Hat mir hier gut gefallen. Der Sneaker zieht weiter, man sieht, das C ist im Bedrängnis, das bedeutet mal ein bisschen Blendis oder reinschießen, was auch immer der Verteidigung hilft. Und von dem her kann man hier gut durchschauen. Das Aiming war jetzt hier nicht ganz optimal gewesen, aber mit der PP90 auf diese Distanz ist es auch relativ schwierig. Schön, zweiter Reaper am Start, so soll es eben sein. Dort wartet schön ein Teamkollege im Ecken. Immer ein bisschen leid, wenn man ja im eigenen Team ein bisschen Campers hat, aber was willst du machen? Jetzt sehen wir haben hier einiges in der Luft. Jetzt kommt noch ein Reaper dazu. Und mit dem ist jetzt der Versuch wieder am Laufen, ein paar Kills zu machen, sich bei diesen Spalt durchzudrücken. Ihr seht, auch hier in der Mitte finde ich es extrem schwierig, weil es hat noch so ein bisschen Glasabdeckung, es hat irgendwie ein paar Girlanden, die durchhängen. Und ich weiss nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, die Girlanden oder was das immer für hängende Schmücke sind, die dort so ein bisschen das Gebiet verschönern. Die tun zum Teil auch Tages zurückwerfen, oder wenn man jetzt irgendwie an so eine Schnur, die drüber hängt, auf Resistance sehe ich das auch schön, wenn man durch den Haken dran schießt, dann wird die zum Teil fast zurückgeworfen und so hat man plötzlich etwas im Gesicht, das man gar nicht hätte wollen. Aber ja, so schnell kann es gehen. Jetzt hat er hier gerade in seine AC 130 einsteigen, aber mittlerweile hat einer vom eigenen Team das Teil auch schon draussen. Das bedeutet, man hat keine Möglichkeit. Stellt euch mal vor, es würde 2 ACs in der Luft geben, die auf den Gegner schießen. Ja, das wäre ein richtiges Donnergrollen. Achtung, Juggernaut, ja. Netter Versuch gewesen, aber ist klar, auf so Nähe braucht man fast FMG Akimbo, um das hier runterzuschlitzen. Aber hier oben ziggert er nur. Mal schnell schauen, ob man hier etwas erreichen kann. Leider ist ein Teamkollege auch noch durchgesäckelt. Das ist natürlich immer ein grosses Problem, dass Juggernauts auch von Teamkollegen begleitet werden, weil die können natürlich schön Kills absahnen und der Juggernaut gleichzeitig als Tank brauchen, wo eigentlich Tschüss und alles auf sich zieht. Also das ist fast schon ein bisschen eine Rollspieltaktik, die hier zum Teil angewendet wird. Und der Sneaker ziggert hier immer noch ein bisschen im hinteren Bereich rum, versucht irgendwie in seine AC reinzukommen. Und ich glaube, die Gelegenheit wäre jetzt gut. Genau, das passt. Und dann kann man hier einfach mal von loslegen, weil ihr seht, momentan sind C und B bei unserem Team. Der Gegner hat es A. Hat es jetzt gerade gewechselt, wir haben B verloren. Genau, der Ansager hat das richtig geschnallt. Und der Sneaker wird jetzt auch schon beschossen in seiner AC, hat sich da aber ganz schön gerecht mit einem Triple Kill. Wunderschöne Sache. Kann dort hinten schön noch über den Spalt drüber schießen, auch ein paar abkassieren. Und beim A will jetzt unbedingt einen schlitzen, der hat vermutlich schon 2-mal dafür bezahlt, jetzt hoffe ich noch ein drittes Mal. Nicht gelangt. Die AC ist unten, was will man machen? Gescheiter mal das C verteidigen, weil das Team ist immer noch vorne, aber eher knapp. Von dem her, ja scheisse, wie sie dort immer höckeln, weißt du, das ist so leid. Das ist so leid. Aber eben, im Moment extrem im Bedrängnis, weil der Gegner hat 2 Punkte, wir haben nur 1 Punkt. Das bedeutet, es ist schon Gleichstand und sie werden überholt. Aber der Sneaker konzentriert sich hier mehr aufs C, dass es nicht gerade volle Dominierung gibt. Wobei jetzt meine Empfehlung, zieht das mal alle rein auf der Minimap. Es zieht eigentlich fast das ganze Team zieht zum C und ich frage mich, was soll das? Weil sicher der einzige Punkt, die einzige Flagge, die man noch hat, verteidigen, macht Sinn. Aber dann schaut doch wenigstens so drauf, dass da noch eine andere reinnehmen, weil jetzt sind sie überholt worden, jetzt sind sie am Verlieren. Und glücklicherweise ist das A eingenommen worden. Nein. Sneaker, jetzt bist du dort sicher schon zum 7. Mal abkassiert worden oder so. Also das ist ganz allein der Spot in diesem Spiel.
Und gleich zieht er natürlich wieder hierher, weil das grösste Gegneraufkommen ist immer da. Da haben wir doch gerade schön einen abgefiedelt. Der zweite am Start. Immer schön ein bisschen Dropshot. Ich denke, auf dem PC ist das noch viel einfacher als auf der Konsole. Ah! Und ein Messerfail. Ganz leid. Aber ja. Gibt es zum Teil auch. Und ist auch in Ordnung, dass das Messer nicht immer 100% garantiert ist. Weil sonst würden sich die ganzen Dropshotter ziemlich ins Hemd machen und rumrennen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Weil es halt etwa ausgeglichen sein. Und ich finde, im Moment ist es das auch. Zwischen denen, die Messer und Dropshotten haben beide ihre Vorteile. Und keiner ist jetzt wirklich übermäßig bevorteilt. He? Also gut, jetzt sehen wir hier wieder einen Versuch, das B einzunehmen. Schön am Nebel gewesen. Ist aber schwierig. Allein längt es nicht aus mit dem Nebel. Der wird ändern verschwinden. Und ja, gleich hat es aber gelangt. Wunderschön den Predator können einsammeln. Und durch das, dass sie jetzt das B eingenommen haben und wenn sie jetzt nicht noch etwas anderes verlieren, ist die Chance, dass sie gewinnen, sehr gross. Ist also ein absolut knappes Gameplay gewesen und ich finde es immer geil, wenn die Matches so knapp laufen. So, weil wenn man dann gewinnt, ist eigentlich das Erfolgserlebnis noch viel grösser, als wenn man irgendwie nur auf Kills aus ist und sagt, scheiß drauf. Weil wenn man ein bisschen im Team arbeitet, was mit so viel Randoms noch schwierig ist, aber wenn man es gleich fördert, dann hat man einen schönen Sieg. Und der Sneaker hat auch eine wunderschöne KD gemacht. Vor allem gerade auf der Bootleg-Map ist das nicht ganz so einfach in meinen Augen. Und ganz unten auf der Liste, der Nostradamus mit 3:37, der hat auch recht Gas gegeben. Schön zusammen, macht's gut.